Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Namen von der ersten Sektion vom OGBL begrüßen wir euch auf unserem ersten Mai-Defilé. Ich entschuldige unseren Präsidenten Nando Pasqualoni, den heute aus gesundheitlichen Gründen nicht teilholen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir feiern momentan alle zusammen einen Kampf gegen einen unsichtbaren Feind. Wir haben eine Pandemie und eine Sanitärkrise. Wir haben also Restriktionen und schützen uns gegenseitig, indem wir Masken haben. Mit Masken ist aber nicht gleich Maulkurve. Die lassen wir uns nicht unduen und wir haben als berechtigte Forderungen und Patronat an die Politik, ob die als Präsidentin Nora Back wird angehen. Chers collègues, au nom de la section Achoise l'UGBA, nous vous saluons à notre défilé du 1er mai. Je veux excuser notre collègue Nando Pasqualoni qui ne peut pas participer à notre défilé pour des raisons de santé. Chers collègues, pour le moment, nous menons une bataille contre un ennemi invisible. Nous vivons une pandémie et une crise sanitaire. Nous respectons les restrictions et nous nous protégeons avec des masques. Mais porter un masque ne veut pas dire muselière. Nous avons des revendications au patronat et au gouvernement. Notre présidente Nora Back va en parler. Merci. Guten Morgen, Kameradinnen und Kameraden. Was ist los? Es geht gut, ich alle einmal herumzusehen. Auch wenn es durch eine Maskepflicht schwer ist, ich herumzukommen. Als Präsident vom Landesverband kann ich auch 2021 leider kein von euch am Casino zu Boneweg auf einer traditionellen 1. Mai-Feier empfangen. Ich bin aber hoffentlich, ich als Präsident vom neuen Syndikat Eisenbahn am OGBL und als Vizepräsident vom OGBL heute zu euch Ulzicht begrüßen zu dürfen. Erlaubt mir heute am 1. Mai, dem Tag von der Arbeit, allen Arbeitern für ihr Engagement an den Zeiten von einer Covid-19-Krise merci zu sagen. Ganz besonders denke ich heute an unsere Kameradinnen und Kameraden aus folgenden Sektoren: dem Rettungswesen, der Forstpublik, dem Eisenbahnstraße, Fluch- und Personentransport, ob das privatrechtlich oder öffentlich ist, der Lebensmittelbereich, dem Botspersonal, ganz besonders all denen, die alltag an den Spitälern am Umfeld mit kranken Menschen botzen müssen, dem Lehrpersonal, das über Teams Schulhallen muss oder an engem Kontakt mit den Schülern sein muss. Beides eine große Herausforderung für sie und für die Schüler. Dem Horeca-Sektor, die durchgehalten haben und den Durchstopp machen von ihren Terrassen, ein bisschen dazu beitragen, als mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Nicht zu vergessen, die daheim am Teletravail sitzen müssen. Mit dem Risiko, dass der Droit à la Déconnexion nicht immer respektiert wird, und jeglichen sozialen Kontakt mit den Arbeitskollegen verloren geht. Ganz besonders aber als Pflegepersonal, die Zentament einen extrem harten Job leisten, als sich um Eiseler erkrankt Mitbürger rund um die Dauer kümmern. Und oft man durch den Covid-19 bedingten Tod von Menschen konfrontiert gehen. Tut mir leid, ich kann aber nicht leider jeden aufzählen. Wir hinnen all, auch noch ihr, merci zu sagen, gebe ich zusammen abrufen. Haut da von der Arbeit, obwohl es noch keine Erdauer oben ist, die merci mit einem ganz großen Applaus zu überbringen. Dann hast du mir, ihr alle gute Merci zu sagen, dass ihr dem Abruf vom OGBL nachkommen seid. Wie heute
und der 1. Mai-Manifestation teilzunehmen. Ich profitiere von der Gelegenheit, eine Klarwarnung und die Regierung an und das Patronat auszuschwätzen. Die durch die Covid-19 entstandene Sozialkrise ist nicht alles schuld. Und da werden wir Arbeiter auf keinen Fall, und ich wiederhole, auf keinen Fall wird nachfolgend blechen. Kameradinnen und Kameraden, mit der USO ging es Wort weiter an als geschätzte Präsidentin vom OGBL und Nora Back. Vive der 1. Mai, vive der Landesverband, vive den OGBL. Merci, mein geschätzter Präsident vom Landesverband. Merci, Nicole. Herr Bürgermeister, ich gesehen irgendwo, dass ein Heiers, lief Ihre Gast, lief Renner, Vertreter auch von politischen Parteien, die heute präsent sind auf der Platz oder die hier Solidaritätserklärung ausgedrückt haben. Alle Kolleginnen und Kollegen, lief Renner. Ich bin überwältigt von Ihrer Präsenz heute Morgen hier. Und ich sage euch wirklich vielmals merci für das Kommen heute Morgen auf das 1. Mai-Manif. Es ist noch unmöglich gewesen, Leute zu zählen, aber sie kommen immer noch weiter von der Brillplatz und dafür sind wir bei bald 1000 Leuten angekommen, gebe ich so, und auch nicht zu übertreiben. Chers collègues francophones, on a eu un petit souci aujourd'hui puisqu'on ne pouvait pas vous assurer la traduction avec les casques, les interprètes. Et parce que le speech il va déjà être assez long, on a opté pour la solution avec une traduction sur les écrans du texte français de mon intervention. Je compte sur votre compréhension et je m'en excuse et j'espère que vous allez pouvoir suivre le texte en direct. Kolleginnen und Kollegen, ich war heute nicht da, nicht zu organisieren, aber es bedeutet mir viel, dass ihr zu so viel heute hier seid. Das bedeutet viel für den OGBL und für den Landesverband. Gerade das Jahr, weil es war schwer, die richtige Manier zu finden, für den Tag von der Arbeit zusammen zu feiern. Alterem können wir als traditionell 1. Mai-Fest an der Abbaye Neumünster nicht feiern, so wie wir es gewöhnt sind. Eng zusammen, mit vielen Leuten, einem flotten Programm, verbunden mit denen durch so vieles. Letztes Jahr mussten wir auf einen Rang digital 1. Mai-Feier zurückgreifen. Und das wollten wir dieses Jahr vermeiden. Und am Respekt von allen sanitären Restriktionen. Mit einer verantwortlichen Organisation von der Sicherheit und der Gesundheit von uns alle zu schützen. Natürlich mit vollstem Verständnis für all die, die vulnerabel sind oder sich noch nicht wohlfühlen. Haben wir da war fertig, Kolleginnen und Kollegen, heute zu stehen. Und die Gewerkschaft vom Land hat dezidiert, dass wenn sie zurück auf die traditionelle Form vom Cortège geht, da gehen wir auch ganz back to the roots. Und wir sind froh, heute zu Asch zu stehen. Und der Weg vom OGBL, Kolleginnen und Kollegen. Die letzte Kehr, wo der OGBL seine 1. Mai-Feier zu Asch war, das war 1991, genau 34 Jahre. Und wir können froh sein. Wir können so stolz dabei sein, dass wir den Tag von der Arbeit zusammen auf die Straße gehen. Weil der 1. Mai ist und bleibt der Tag von den schaffenden Leuten. Seit über 130 Jahren ist der 1. Mai weltweit den Tag, wo wir die schaffenden Männer auf Frage denken.
Der 1. Mai hat natürlich für den OGBL und für den Landesverband eine wichtige, historisch und gewerkschaftliche Bedeutung. Weil der 1. Mai den Tag von der Arbeit, den Tag vom weltweiten gewerkschaftlichen Ersatz, für die Gerechtigkeit, für soziale Fortschritt, für Frieden, für Demokratie, für Freiheit und für Gleichheit, den Tag, den muss gefeiert und geehrt gehen. Für die Emanzipation von den Schaffenden, für hier Rechte, für eine Welt, wo jeder ohne Angst und ohne Unterdrückung kann schaffen. Der 1. Mai ist auch der Tag vom Frieden. Dafür spielt ein Ersatz gegen den Militarismus, gegen die Obrüstung, eine entscheidende Rolle. Kolleginnen und Kollegen, letztes Jahr haben die Militärausgaben weltweit einen Rekordhöchst erreicht. Von bald 2000 Milliarden US-Dollar. Und das an einem Pandemiejahr. An einem Jahr, wo die dringlichsten Besoine nicht erfüllt konnten gehen. Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch kein 1. Mai, ohne den gewerkschaftlichen Ersatz für die Menschenrechte zu erwähnen. Es ist inakzeptabel, es ist komplett unverständlich, für was wir heute zu Lützeburg nach immer kein kontraignanten Devoir de Vigilance über das Nationalgesetz zu Lützeburg haben. Es muss direkt, und dafür setzen wir uns an, eine gesetzliche Verpflichtung geben. So wie das auch schon an anderen europäischen Ländern der Fall ist, aufzupassen, dass alle Handelspartner von einer Entreprise, all seine Zutretungen, die weltweit tut, sich auch um Menschenrechte halten müssen. Kolleginnen und Kollegen, der 1. Mai ist auch ein internationaler Tag. Ein Tag, der keine Grenze kennt. Und das haut, gerade wo wir an Covid-Zeiten noch einmal für uns so eine Grenzen stehen aneinander stehen, mehr wichtig wie je. Als in Lützeburg leben, schaffen wir an einem Land mitten an der Großregion. Eine Region mitten am Herzen von Europa. Eine Region, die die war von der Europäischen Union. Eine Region, wo die Schengener Akkorde geschrieben ist, die freie Bewegung von den Bürger und Bürgerinnen so stark vereinfacht wird. Und wir wissen das als Lützeburger zu schätzen. Wir wissen, dass viele Betriebe hier am Land schaffen, grenzüberschreitend. Als Wirtschaft, die ist angewiesen, ob die über 200.000 Grenzgänger, die all da hier schaffen kommen. Lützeburger gehen an die Museen, Matzer, Nackhafen, ob Matzer, die kommen auf Konzerten, ob Lützeburg und auch heute zu Esch. Dasselbe gilt natürlich für uns Nopren an Deutschland und an der Belgien. Aber weil wir müssen erleben, wie fragil das alles ist, müssen wir diese Errungenschaften verteidigen und vertiefen, am Interesse von allen Bürgern. Und dafür steht doch der OGBL, für die Sozialrechte von allen Arbeitnehmern. Und es darf keine Diskriminierung geben, ob der Arbeitsplatz, ob der Besteuerung, ob der Sécurité Sociale, Kindergeld, nicht mehr, weil Grenzgänger ist. Und dasselbe gilt für die Residenten, die keine Lützeburger Pass haben. Die Zehntausende von Immigranten hier im Land, die das Land auch zu dem machen, was es ist. Und die aber oft noch diskriminiert gehen, die aber oft noch nicht dieselben Chancen haben, wie die Leute mit einem Lützeburger Pass. Wir stehen an für soziale Fortschritt. Die soziale Fortschritt, den erreichen wir sicher nicht durch soziale Ausgrenzung. Sicher nicht durch Zersplitterung, durch Sozialdumping, aber au contraire, just durch Zusammenhalt, durch Solidarität, Kolleginnen und Kollegen, also durch Sozialharmonisierungen nach oben. Der 1. Mai, den der Woche nicht für einen Coronavirus halt man. Und das haben wir oft gesagt, auch die Aktivitäten vom OGBL, vom Landesverband, die sind nicht am Lockdown. Weil wir gehen nicht mit zu wiederholen, wir gehen gebraucht. Die tausenden Militanten, die Personaldelegierten, Gewerkschaftler, die an dieser schweren Zeit von der Pandemie weiter da waren, weiter da sind, für die Rechte von den Leuten zu verteidigen, für als demokratische Machtbestimmung anzustehen. Die sind aus allen Berufen, aus allen ökonomischen Sektoren, von unterschiedlichen Nationalitäten. Der wohnt zu Lützeburg oder an der Grenzregion. Der sieht jung oder alt, der sieht Männer oder Frauen. Aber der sieht die Leute, die gelitten haben an der letzten Monat. Die Leute, die auch noch müssen auf Zahn beißen an der nächsten Zukunft.
Aber wir sind heute an unserer Gewerkschaft mit einer Situation konfrontiert, die noch nie ging ist. Wir haben so viel erlebt an dem letzten Jahr, was nie kommen gesehen hat. Wir sind mittlerweile beim 13. Covid-Gesetz, sind über 30 Derogationen Arbeitsrecht getroffen während der Pandemie. Und der OGBL und der Landesverband, die haben während der ganzen Zeit ihre Rolle erfüllt. Wir haben uns mit vollem Bewusstsein par rapport zum Echt von der Situation, haben wir uns aber kritisch geäußert, gewährt, wann es müssen sein. Und wir haben noch nicht für uns zurückgeschreckt, für konkrete Forderungen zu stellen. Rückblickend kann ich sagen, dass dank unserem Ersatz aber eine ganze Reihe von Mesuren geholt sind für die schaffenden Leute in ihren Familien. Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns von der ersten Minute angesagt, dass aus dieser Krise, dieser sanitären Krise, die zu einer ökonomischen Krise führt, nicht darf eine Sozialkrise entstehen. Das war unser Motto vom ersten Tag an, und wir werden das bis zum Schluss erkämpfen. Und wir müssen kämpfen an diesen Zeiten von Unsicherheit, von Zersplitterung an der Gesellschaft. Wir kriegen das all mit, von Existenzängsten, von Zehntausenden von Beschäftigten hier im Land. Für unsere Ungewissheit, wie geht es weiter? Wie nie, wie kommen wir hier raus? Wie sieht die Welt von morgen aus? Kolleginnen und Kollegen, diese Welt kann nicht mehr zusammen mit uns gestaltet gehen. Mit der ersten Vertretung von allen schaffenden Leuten an ihre Familien hier zu Lützeburg. Weil ein Ende von der Corona-Krise ist noch nicht ersicht. Aber unabhängig davon, wie lange es noch geht, die ökonomische Krise ist schon nicht mehr zu verhindern. Aber wir müssen nur gucken, zusammen gucken, die Ausmaß und die Dauer von der wirtschaftlichen Krise zu begrenzen. Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Kommission, die ist zurzeit am Gang, die Länder finanziell zu unterstützen, für das sie es aus der Krise packen. Und dafür hat alle Land müsste bis Ende April einen Plan de Reprise und de Resilienz auf Brüssel rausschicken. Die Europäische Kommission sieht so gut, das Plan soll am Sozialdialog ausgeschafft gehen. Da das heute zu Lützeburg nicht passiert. Als Regierung, Kolleginnen und Kollegen, hat den Alleingang gemäht. Bis auf eine Alibi-Prozedur ist nicht wirklich mit nicht geschwärzt gehen. Und da dann so eine wichtige Frage wie der Hai. Und der Frage, von wie geht die Welt von morgen gestaltet? Was sind politische Prioritäten? Was sind die Ambitionen, für aus der Krise rauszukommen? Und was hat die Regierung gemäht? Sie hat unilateral ihren eigenen Plan ergeben. Das ist der Konträr von dem, was hat passieren. All die Mesuren mussten nur diskutiert gehen. Sie mussten zusammen diskutiert gehen. Und dafür profitieren ich von unserer 1. Mai-Manifestation, für heute einen dringenden Appell an unsere Regierung zu machen, dass sie den Sozialdialog verdammt echt zu holen hat, Kolleginnen und Kollegen. Am Interesse vom sozialen Frieden, weil der Sozialdialog ist der Preis für den sozialen Frieden. Kolleginnen und Kollegen, neben dem Fakt, dass der Plan nicht mehr da ist aufgeschwärzt ist, muss ich klar sagen, dass auch eine Chance verpasst wird. Es sind am Lützeburger Plan de Reprise und de Resilienz keine neuen Akzente gesagt, an puncto Sozialpolitik. Es sind keine Mesuren für unser Gesundheitssystem zu stärken. Es sind keine Mesuren für die Kaufkraft von den Leuten zu stärken. Es sind keine Mesuren für gegen die Inegalitäten zu gehen dran. Das ist ein Skandal, Kolleginnen und Kollegen, weil wir wissen nicht, die Inegalitäten heute zu Lützeburg, die klammen. Tendenz ist leider ungebracht. Wir waren nach bis 15, 20 Jahren bei einem von den Besten in Europa. Und heute liegen die Inegalitäten hier am Land über dem europäischen Durchschnitt. Aber wie lange will als Regierung da noch nachgucken? Viele Leute haben Probleme, um an vom Mond über die Runden zu kommen. Viele Leute müssen bei der Office Socio für Hilfe fragen oder an der Epicerie Soziale kaufen gehen. Kolleginnen und Kollegen, schon letztes Jahr schon an meiner digitalen 1. Mai, der John Castagnaro zitiert.
Aber was hier schon 1982 gesagt wird, das haut noch immer vor. 400 Krise haben sie als nicht gefroht, Milliarden Gewinner zu verdelen. Da sollen sie also nur der Krise nicht froh für die Milliarden Defizite zu bezahlen. Gute Satz. Und noch wenn es sich das hier um eine Sanitärkrise handelt, auch wenn wir alle zusammen einen unsichtbaren Feind bekämpfen, Nicole hat gesagt, da könnt Stunden von der Woche aber immer mehr noch. Milliarden Euro sind bis so ausgegeben, für die Überleben zu ermöglichen. Wie nie, wie soll das bezahlt gehen? Und um wer aus der Krise kann ich nämlich eine dringende Warnung machen. Es dürfen Kolleginnen und Kollegen nicht dieselben Fehler gemacht gehen wie nur der Krise 2008. Der UGBL akzeptiert keinen Rückfall an eine Austeritätspolitik. Die Politik hat fatale Konsequenzen auf die Wirtschaft, fatale Sozialkonsequenzen, fatale politische Konsequenzen in ganz Europa. Und sie hat gewissen, dass sie die falsch ist. Und das ist ein Hauptauftrag, den UGBL und Landesverband sich an dieser Krise gehen haben. Die schaffenden Leute werden nicht für diese Krise bezahlen, und du gibst mir keinen Millimeter noch. Der Kontra muss bezahlen. Für das die Wirtschaft sich kann erholen, brauchen wir einen intakten Sozialstaat. Wir brauchen einen finanzstarken Staat. Das Krise hat drin bewiesen, wie wichtig die zwei sind, was für eine stabilisierende Rolle sie spielen. Der Schwerpunkt muss nur bei der Politik von der Nachfrage gehen. Wir müssen den Binnenmarkt stärken. Und das geht nicht über zwei Wege. Stark öffentliche Investitionen und eine Stärkung von der Kaufkraft. Weil etwas hat das Krise uns gelehrt, wir brauchen hohe öffentliche Investitionen. An der Forschung, an der Bildung, allgemein an den öffentlichen Dienstleistungen, an der Umwelt, an der Digitalisierung, am Wohnbereich, aber nicht zuletzt auch an der Gesundheit. Weil die Sanitärkrise hat uns gewiesen, wie wichtig Gesundheitsversorgung für uns alle ist. Und seit über einem Jahr gilt all uns Erfahrungen darauf auszurichten, für eine Überlastung von den Spitälern zu verhindern. Weltweit und noch heute in Lützeburg. Und all die Erfahrungen, die man machen, die müssen wir machen, weil seit Jahren und Jahrzehnten Gesundheitspolitiken mehr ökonomisch wie sozial waren. Weil überall gespurt gehen ist. Weil Versicht gehen ist, mit Männern Betten, mit Männern Spitäler, mit Männern Personal, Männern Ausgaben zu führen. Und ob das andererweise das Gesundheit von den Patienten und auch von dem Personal auch schon vor Corona fahrlässig auf das Spiel gesagt gehen. Und den eigentlichen Skandal, Kolleginnen und Kollegen, ist der den, dass wir nach dem Anfang von der Pandemie von den politischen Verantwortlichen noch nie ein Assig an mehr Culpa gekriegt haben. Dass wir nur noch immer feststellen müssen, dass wir die Leute an das Ausland transferieren, weil wir nicht genug Herz-Lungen-Maschinen haben. Und noch wenn wir sie hatten, Maschinen, dann hatten wir nicht genug Personal, was sie bedingen. Und dass wir die nur noch immer keine Aussicht tun. Noch immer nicht kommen außer eitel wieder. Und au contraire, dass so gut zu fährten, dass früher Fehler wiederholt gehen. Und damit, Kolleginnen und Kollegen, möchten wir UGBL an den Landesverband eine deutliche Warnung und Gesundheitspolitik heute zu Lützeburg. Sie muss direkt und dringend die aktuellen Angriffe, die wir alle gut mitkriegen, von der privaten Kommerzialisierung von unserer Gesundheit, mit aller nötiger Konsequenz aufwehren. Und mit genau dieser Konsequenz muss sie dann aber auch weiter den Ausbau von dem öffentlichen Sektor zu allererster Priorität machen. Und das muss auch den Ton sein von den Diskussionen, von Seite von der Politik auf dem sogenannten Gesundheitstisch. Kolleginnen und Kollegen, es muss direkt zu mehr Investitionen, zu mehr hohen Personaldotationen, zu besseren Ausbildungen,
zu besseren Arbeitsbedingungen, zu mehr Better, zu besseren Spitäler kommen. Und ich garantiere nicht, dass der OGBL mit all seinen Mitteln Wert verhindern, dass sie zu einer 2 Klassen Medizin heute zu Lützeburg können. Wir werden kämpfen für einen öffentlichen, qualitativ hochwertigen, universal zugänglichen Gesundheitssystem. Und dasselbe gilt auch für den Pflegesektor. Wir haben immer so viele Schreckensnachrichten aus den Pflege- und Altersheimen heute zu Lützeburg gekriegt. Hier muss der Kader verbessert gehen. Wir brauchen eine qualitative Pflegeversicherung. Die muss garantiert gehen. Und das ist leider der Konträr von dem, was das Familienminister möchte, was zum Beispiel ihrem Projet de Loi, wo Deler von Servio sollen ausgelagert gehen. Wir fordern die Regierung auch hier, nach einmal mit allem Notdruck auf, das Projekt direkt vom Tisch zu ziehen. Weil nimmen, wenn Personal in einer guten und sicheren Arbeitsbedingungen kann schaffen, da können noch als Mitbürger gut und sicher gepflegt gehen. Und muss auch an Material investiert gehen, für den Schutz zu garantieren. Für das wir auch die Isolation von den Ehleren können endlich verhindern. Für das wir die so nötig und notwendig Sozialkontakte können aufrechterhalten. Kolleginnen und Kollegen, nötige Investitionen brauchen wir auch an den Schulen und am Enseignement. Das haut schon, und das haben wir alle gute Mattkrieg, psychologisch genug für uns, schwer genug für uns Kinder. Den Impact von der Krise auf dem Plan, den können wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen. Und wir können noch ganz lange über Corona schwätzen. Wir können lange über die Langzeitfolgen von Corona, auf der Gesundheit, auf der Ökonomie, auf dem Sozialen schwätzen. Wenn wir nicht direkt etwas in unserer Schulpolitik ändern, dann bleibt das alles eitel Theorie. Weil hier geht es um alles. Hier geht es um Zukunft. Hier geht es darum, dass als Kanner an als Kanner zu mündigen Erwachsenen gemäht gehen, die vielleicht können an einer Welt leben mit Männer-Inegalitäten. Und das geht eben nicht mehr, wenn ihr gut Schulen hat, wenn ihr öffentlich, hochqualitativ Schulen hat, wo alle Schüler, unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von seiner sozialen Situation, ein Recht hat, gut ausgebildet zu gehen. Ohne Unterschiede zwischen den Leuten, ohne Ghettoisierung, ohne Segregation an den Schulen, ohne Privatschulen just für die besser situiert. Aber wenn wir bei den besser Situierten sind, dann ist der Sprung nicht weit auf das nächste Thema von der Logementsproblematik. Weil kein mehr gibt sich trauen, hier am Land zu so ein Problem mit dem Logement. Die allermeisten erkennen nicht, die allermeisten haben Lösungen. Von Seite von der Politik kommen noch Reden ganz viel Aussicht, ganz viel Versprechen, aber leider just ganz eitler. An Haut, im Jahr 2021, muss ich sagen, die Negativprognosen am Wohnungsbereich, das waren noch in Schätzungen. Preisexplosion am Pandemiejahr, die übertrifft all Worst-Case-Szenario, die man es hätte könnte vorstellen. 16,7% Preishaus am letzten Jahr. Aber für all die sagen, das ist überall so. Nee, das ist bei weitem den höchsten Wert der ganzen Europa. Kolleginnen und Kollegen, in OGBL sieht es schon lange, wir wissen nicht, wir steuern Ried an eine Sozialkatastrophe. Und wir sind nicht mehr just bei der Überbelastung von den Lokateuren oder von den Niedrigverdienern. Auch Proprietäre sind direkt betroffen. Das Problem, das frisst sich bis die an die Mittelschicht. Und wir können nicht mehr weiter akzeptieren, dass die sich quasi das ganze Leben müssen verschulden oder gar keinen Hausbau können leisten, während die anderen sich ständig bereichern. Fakt ist aber auch, dass die Regierung während 8 Jahren nicht fertig wird, die Entwicklung von der Krise anzudämmen. An Haut, wo sie zum Beispiel selber feststellen, dass der Pakt Logement 1.0 ein Fehler war, wiederholen sie aber dieselben Fehler oder soll ich so dieselbe Mangel und Courage am Pakt Logement 2.0. Aber was kann ich dazu sagen, Kolleginnen und Kollegen, mit Lobbyisten von den privaten Promoteuren, die haben einfach einen verdammt guten Job gemacht. Sie können sich weiter wahnsinnig bereichern, inklusive der Güllen Auren.
Und das auf Kosten von all den Leuten, die angewiesen sind auf Logement à prix abordable. Aber das ist degutant, Kolleginnen und Kollegen. Und das bedeutet nicht ernst, wie das als Logementsminister mit ihm die ganze Regierung angeknickt sind, 400 Rendite am Immobilienbereich. Kolleginnen und Kollegen, Nogibel hat Lösungen. Wir haben sie schon hart gesagt, wir haben sie fast gesagt, wir haben sie am Diskussionstisch gesagt, wir haben sie auf der Straße gesagt und es schenkt nicht durchzugehen. Aber da geht der Match an der Wohnungskrise an die nächste Runde. Und ich kann euch garantieren, wir gehen nicht nur. Der Projet de loi 2.0, der muss überschafft, der muss abgebessert gehen. Das gilt für das Projet de loi zu dem Bayer Loyer. Die Spekulation am Wohnbereich, da muss einfach die Luft waschgeholt gehen. Und es wird zu weiteren gewerkschaftlichen Aktionen kommen, bis wir da fundamental encouragiert politische Entscheidungen haben. Kolleginnen und Kollegen, der Nogibel und der Landesverband, wir stehen für Werte. Werte wie soziale Fortschritt, die Rechte von den schaffenden Leuten, Gesundheit, Sicherheit, gut Leben, ein gut Leben, Sozialgerechtigkeit. Und all das Werte sind eine Gefahr, wenn wir die Klimakrise nicht stoppen. Letzte Woche war der World Earth Day. Die Klimakrise möchte nämlich auch nicht für den Virus halten. Und der Nogibel unterstützt die ambitiösen Pariser Klimaziele. Und das ist keine Zeit mehr zu verlieren. Es muss nur direkt gehandelt gehen. Ich erinnere daran, Klimaschutz und Sozialgerechtigkeit, die gehören zusammen. Wir stehen für Klimagerechtigkeit, wir stehen an für eine gerechte Transition. Wir müssen an eine carbonfreie Gesellschaft kommen, aber da weiß die aber auch sozial ist, und die fair ist für die schaffenden Leute und ihre Familien. Neben den nötigen Investitionen, wo ich noch viel darüber gegangen bin, brauchen wir aber auch eine Stärkung von der Kaufkraft, das schon gesagt. Und die Aufsicherung von der Kaufkraft, die setzt natürlich voraus, dass die staatlichen Sozialleistungen, die öffentlichen Sozialversicherungen nicht angepackt gehen. Sie müssen sogar verbessert gehen. Kolleginnen und Kollegen, die Covid-Krise, die müssen uns dazu gelehrt haben. Wie wichtig und entscheidend gut öffentlich Sozialsicherheit ist. Zusammen mit einem finanzstarken Staat sind sie die tragende Säule für die Relance von der Wirtschaft und Stabilisierung. Viele andere Länder, die Männer gut durchstehen, die massiv Defizite haben an das System von ihrer Sécurité sociale, die sind viel mehr schlecht durch das Krise kommen. Und die Defizite, die die Länder haben, die sind das traurige Resultat von der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Von Schwächungen, von Aufbau, von Privatisierung von den öffentlichen Diensten, der staatlichen Sozialleistungen, von der sozialen Sicherheit. Wir auch heute zu Lützeburg haben wir leider so Fehlentwicklungen erlebt. Und ich erinnere mich nicht mehr als Beispiel an die schrittliche Pensionsreform 2012. Und Kolleginnen und Kollegen, wir wissen nicht, wir müssen als Lorem auf die dortigen Diskussionen präparieren. Und ich kann euch auch heute garantieren, dass wir Nogibel am Landesverband könntet nicht zu Kürzungen von unseren Pensionen. Am Gegenteil, die Automatismen, die müssen immer aufgeschafft gehen, die für ein paar Jahre kommen und die laden Ajustement von den Pensionen und Allokation de fin d'année auf Frage stellen. Es müssen noch Verbesserungen kommen, notamment die Mindestrente, die muss strukturell erhöht gehen. Wenn die Mindestrente erhöht geht, dann ist das auch ein wichtiger Moment für die pensionierten Frauen, wie wir wissen. Kolleginnen und Kollegen, weil sie es noch immer sind, die niedrigsten Pensionen haben. Sie sind es aber auch noch immer Frauen, die für ein Gleicharbeit am Durchschnitt Männer verdienen wie die Männer. Sie sind es noch immer, die sich hauptsächlich um Kinderbetreuung kümmern. Frauen sind noch immer die meisten CDDen haben, die meisten Temps partiellen. Es sind auch noch immer Frauen, die meisten Interruption de Karriere haben. Und es sind noch immer überwiegend Frauen, die an den Niedriglohnsektor beschäftigt sind, wie am Nettoyage. Und es sind noch immer Frauen, die oft invisibel Care-Arbeit an unserer Gesellschaft machen. Und das an unserem modernen, fortschrittlichen, reichen Lützeburg. Und dafür sind wir stolz darauf, können zu sagen,
dass der OGBL ein wichtiger Partner an der GIV ist. Und dass Vertreterinnen, Kolleginnen, Freundinnen von der GIV auch haut heim mit uns auf der Platz sind, für sich solidarisch mit uns möchte mehr zu weisen. Weil der Kampf für die Gleichheit ist noch nicht darüber. Weil mehr so ein Who cares, we care. Kolleginnen und Kollegen, Durchsetzung von der Kaufkraft bedeutet aber auch vieles mehr. Zum Beispiel muss endlich Kannergeld direkt und ohne Diskussion abgewehrt gehen, so wie John Center 2014 versprochen ist. Auch die Allokation de vie chère muss seriös abgewehrt gehen. Die scheinhellisch homöopathische Erhöhung, die auch nach Just als Kompensation für CO2-Steuer vorgesehen ist, das geht ja wohl nicht durch. Auf etwas auf der Kaufkraft zu machen, muss natürlich die Löhne ab. Aber die Löhne erinnere ich an eine Forderung von einer Erhöhung vom Mindestlohn. Und noch Kollektivvertragsgesetz. Das muss gestärkt gehen, das muss reformiert gehen, das ist mehr wie notwendig, Kolleginnen und Kollegen, und das muss auch gestärkt gehen, für die Löhne zu Lützeburg zu stärken. Auf etwas auf der Kaufkraft von den schaffenden Leuten zu machen, das ist ganz logisch, muss auch etwas auf unserem Steuersystem fundamental mehr gerecht gehen. Es kann ja nicht sein, dass ihr für die selbischen Abkommens, wenn es vom Salär ist, so viel mehr Steuern bezahlt, wie wenn es ein Kapitalabkommen ist. Also Steuerbare muss neu agenciert gehen, es muss mehr progressiv gehen. Eine regelmäßige Anpassung vom Barem und die Inflation ist für uns unumgänglich, Kolleginnen und Kollegen. Auch die eigentlich sozial gerechten Steuerkredite, die wir haben, die verlieren ja auch Wert, wenn sie nicht regelmäßig angepasst gehen. Und wir wissen auch, dass im Moment Käse nicht so voll sind. Aber wie schon gesagt, es gibt Moyen, für sie zu füllen. Und die Moyen, die drohen an einem dazu bei, dass man mehr Steuergerechtigkeit hätte. Das ist ein Skandal, dass Plus-Valuen auf Aktien quasi steuerfrei sind. Und wir kommen nicht lange eine fundamentale Diskussion, was die Besteuerung vom Patrimoine angeht. Es muss möglich sein, die Grundsteuer massiv zu erhöhen. Als selbstverständlich nicht für den, der just sein eigenes Haus besitzt oder ein Terrain hat für seinen Kanner. Nee, für den eitlen Terrain aus spekulativen Gründen zurückbehält. Für und allem für den, der 5, 10, 20, 50 oder noch mehr Terrain an Häusern besitzt. Und da muss man als Politiker die Courage für Mesuren zu holen, die finanziell just die paar Leute belasten, denen die überhaupt nicht wehtun, während der Gros von uns alle gut kann davon profitieren. Kolleginnen und Kollegen, was so gebraucht gehen, für das Staatsbudget zu konsolidieren, da soll man sie dahin sicher gehen, wo da genug da sind. An so Plätze gehen nicht. Aber wenn es mit all unseren Steuermesuren nach nicht durchgeht, für die Krise zu überwinden, dann muss es doch möglich sein, eine progressive Corona-Steuer für die ewig 10% anzuführen. Und kann Ihnen sich auch mal angucken, was dann nur Salo zum Teil annonciert wird. Großbetriebe, die während der Krise stark Benefis gemäht und die sogenannten Krisengewinner, die müssen solidarisch sein. Sie müssen den Hauptanteil von der budgetären Krisebewältigung drohen. Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Jahrhundertkrise. Die richtigen Lektionen, die müssen daraus gezogen gehen. Und sie kann eine Chance geben. Sie kann eine Chance geben, für Sachen zu bewegen. Und wir dürfen diese Chance nicht verpassen. Für aus dieser Krise rauszukommen, müssen wir als gewerkschaftliche Ziele verfolgen. Wir müssen Arbeitsplätze aufsichern. Wir dürfen keine weiteren Inegalitäten an der Gesellschaft zulassen. Wir müssen Prekarität verhindern. Wir müssen die wirtschaftliche Rezession so gut wie möglich abfangen und aufschwächen. Und Kolleginnen und Kollegen, wir sind froh, heute starke OGBL zu sehen, die gerade an diesen schweren Zeiten dafür sorgt, dass die Interessen der Leute verteidigt gehen. An der Pension und natürlich an der Arbeit. An einer Arbeitswelt, die sowieso an einem sehr Wandel ist, die viele Herausforderungen kennt. Durch Covid, durch Digitalisierung, durch die Transition ökologique. An den sozialen Impact von all den Entwicklungen,
Die Risiken, aber auch mögliche Chancen, die muss man auch analysieren. Und das sind die Herausforderungen für als Gewerkschaft. Kolleginnen und Kollegen, und auch wenn wir uns so oft alle gut den möglichen Retour zur Normalität wünschen, dann dürfen keine Retour zu dem Anormale gehen. Zu dem Anormale, wo der Profit für uns steht, wo da Leute oft krank macht. Es gesagt den Leuten aber immer rum, dass Leute Schwierigkeiten haben, privates und berufliches in den Hut zu kriegen. Leute, die Vollzeit arbeiten, die wollen gerne Temps partiell arbeiten. Und Leute, die Temps partiell arbeiten, wollen hier Stunden abschrauben. Auch andere Phänomene wie Mobbing, wie Burnout, die holen tendenziell weiter zu. Corona hat, und das ist nicht überraschend, die Situation massiv verschärft. Und wir müssen endlich an eine Welt kommen, wo die so oft zitiert Work-Life-Balance erreicht ist. Krise hat als gewisse Werte wichtig ist an unserem Leben. Als Gesundheit an die von unseren Liebsten. Und wir müssen die Probleme echt holen. Patron müssen die Probleme echt holen. Und ich weiß auch, sie sind im Moment geheilt. Und ich weiß auch, die Klangbetriebe haben es am schwierigsten, wo es dem Purt über Leben geht. Aber alle Patron müssen sich doch sagen, dass sie Salariere müssen geschützt gehen. Für die physische Gefahren von der Arbeit, aber auch für denen psychosoziale Risiken. Und hier muss legiferiert gehen. Hier müssen obligatorische Regeln kommen. Kolleginnen und Kollegen, ich wollte davon aus dem viel diskutierten Droit à la Déconnexion. Sozialpartner sind sich am Conseil économique et social eins gehen. Das Prinzip muss am Arbeitsrecht verankert gehen. Und das muss nur sehr geschehen. Herr Arbeitsminister, den Text als Brett. Kolleginnen und Kollegen, de Mogebel, sind Forderungen nur geregelten Arbeitszeiten, nur mehr Prävisibilität, was 7 Stunden, wenn ihr muss schaffen, von einer besseren Harmonie zwischen dem Arbeits- und Privatleben, die sind mehr wichtig wie je. De Mogebel sind Forderungen von einer allgemeinen Arbeitszeitverkehrzug mit vollem Lohnausgleich, die also mehr aktuell wie je. Gesundheit und Sicherheit müssen auf der Arbeit 4 Rang haben. 4 und Rentabilität und Produktivitätsevaluierungen. Und in verschiedenen Sektoren sind die Arbeitskonditionen besonders schlecht. Ich denke, da verschiedene Sektoren, die wir wollen zitieren, den Horeca-Sektor, den Commerce, den Bootssektor. Am Commerce zum Beispiel, da hatten wir, Kolleginnen und Kollegen, ich stimme eigentlich ganz handeln, die letzte Woche große Diskussionen im Sonntagabend. Hier haben ganz viele Betriebe an den letzten Jahren Gesetz über die Limitation von der Sonntagabend auf 4 Stunden einfach nicht angehalten. Die Betriebe wurden da wenigstens von der ITM verwarnt. Und trotz allen Erfahrungen von Mogebel, für eine zufriedenstellende Lösung zu finden, und für die Freude, über den Kollektivvertrag zu lesen, hat Patronat alle Akkorde blockiert. Und es gibt nichts für nichts, Kolleginnen und Kollegen. Und das nicht, weil ihr seit Jahren Gesetz nicht respektiert, dass das los soll zur Norm gehen. Aber vergiss mal nicht, was heute das einzige Ziel vom Patronat ist, nämlich die komplette Liberalisierung von den Öffnungszeiten. Und die ist mal Mogebel ganz sicher nicht zu machen. Dans le secteur du nettoyage, je vais quand même essayer de faire ce passage en français, un peu improvisé, mais vous parlez plus français que luxembourgeois. Vous avez dû lutter, chers collègues, dans votre secteur. Vous avez été ceux qui étaient au premier rang. Vous êtes devenus existentiels pour notre système. Vous n'avez jamais arrêté de travailler. Et en même temps, votre patronat, dans votre secteur, ne veut rien faire sur les salaires ou sur les conditions de travail. Chers collègues du secteur nettoyage, vous avez dû descendre dans la rue, vous avez dû négocier, vous avez dû lutter, vous avez dû mobiliser et vous êtes prêts à aller jusqu'au bout. Et grâce à votre courage,
grâce à votre détermination, il y a du mouvement dans le dossier. Et je peux vous garantir que l'OGBL, ensemble avec vous, on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'on ait une bonne convention collective de travail dans le secteur. Hart kämpfen, bis zum Äußersten gehen, das müssen auch heute Kollegen von der Eurofoil. Wir waren de Moyen do. Hier ist es schon mehr weit. Der Streik steht für unter dir. Chez Eurofoil, la grève est imminente. Die Aufstimmung ist an den letzten Tag gelaufen. Und das mit einem Bombenresultat. Über 93% von unseren bald 200 Membern von der Belegschaft sind für einen Streik, Kolleginnen und Kollegen. 93%. Bravo. Un personnel mobilisé, engagé, déterminé, courageux, qui montre à sa direction qu'ils sont forts, qu'ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas diviser, ils ne se laissent pas prendre leurs acquis sociaux pour lesquels ils ont tellement dû lutter, même si ce n'est que pour les soi-disant nouveaux engagés. Und dafür, Kolleginnen und Kollegen, und all Militanten hier auf der Platz, Kollegen von der Eurofoil sollen unser Beispiel sein. Wir sollen sie unterstützen an ihrem Arbeitskampf, bis auch der letzte Decideur von der Eurofoil es verstanden hat. Bravo. Bravo à vous. Aber was hier an dem Betrieb probiert wird, das muss ich leider sagen, quasi flaschendeckend und mit klangem Stil an allen Industriebetrieben hier am Land probiert. An all die Kollektivvertragsverhandlungen von den Kollegen versicht Patronat Verschlechterungen ob die Löhne, ob die Kongien, ob die Primen anzuführen. Und immer hauptsächlich für dann die neu angestellten am Betrieb. Und ich bin froh, dass die OGBL einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad am Sektor hat. Ich bin froh, dass wir so kampfrische Personaldelegationen haben, die auf das manipulative Spiel vom Diviser pour mieux régner nicht erfallen. So, genau so wie die Kollegen dann hier im Match bei der Guardian letztes Jahr, wo Mr. Beweisner gekämpft haben. Und sie haben gewiesen, dass sie etwas erreichen kann. Aber wie stark mal so OGBL all zusammen können sehen. Aber bei der ArcelorMittal, da konnte man auch all zusammen 3000 Arbeitsplätze retten. Durch den gewerkschaftlichen Ersatz, und aber auch durch den Sozialdialog am Lützebäuer Modell, der Tripartit. Kolleginnen und Kollegen, den Dossier Liberté Steel, den möchte ich leider mehr sorgen. Ich erinnere daran, dass wir von Anfang an kritisch, ganz kritisch vis-à-vis vom Projekt waren. Kritisch für den ganz zweifelhaften Finanzkonstruktor hinter dem Projekt. Und heute, der Patron von Liberty Steel, der stößt den Sand an den Kopf. Den Kopf an den Sand, pardon. Aber wenn der Patron von der Liberty Steel seine Responsabilität nicht überhält, aber nicht fertig bringt, den Betrieb zu retten, mit dann, Kolleginnen und Kollegen, da muss ein Tabu von der Nationalisierung gebracht gehen. Für den Erhalt vom Sitz, für die Arbeitsplätze und die Existenzen, die an dran hängen. Kolleginnen und Kollegen, auch am Banken- und Assurancesektor sind wir am Gang zu kämpfen. Komischerweise kämpfen wir da nicht nur mit einem Patronat. Am Banken- und Assurancesektor, da erhoffen wir uns auch endlich einen positiven Kollektivvertragsabschluss. Und auch wenn da eine Gewerkschaft am Moment quäsch ist, und da wir da eine gemeinsame Sache schuld, gehen wir nicht ab, und wir streiten und verhandeln, bis wir einen guten Kollektivvertrag haben.
Voilà, Kolleginnen und Kollegen, ich kann heute nicht auf all Betrieb angehen, auf all Sektor angehen. Das fällt uns schwer, weil hinter dem Anfang von der Pandemie wissen wir, und wir kriegen nicht immer mit, dass an alle Sektoren, an alle Berufe, an alle Betriebe leiden die schaffend Leid in dieser Krise. Die aus der ersten Front, die systemrelevant, die immer humiste funktionieren, die nicht abgehalten haben schaffen, die weiter geschafft haben, Tag für Tag mit der Angst sich umzustürchen, für das als Gesellschaft konnte weiterdrehen. Die am Teletravail, die nirf den ganzen Frauen zum Arbeitsrecht, zu den Steuern, lo musste mit den Switten von der Isolation leben. Die seit mit kein oder ganz wenig Austausch mit ihren Arbeitskollegen haben. Die am Chômage partiell, die finanziell Verluste erleiden. Und noch muss man mit der Angst leben, dass ihr Arbeitsplatz ganz verschwindet oder vielleicht gar nicht mehr die ist, diese Kanto für der Krise. Kolleginnen und Kollegen, die Zeiten, die über Lohrweis durchkommen, das wird kein einfach gehen. Und wir sind uns das ganz bewusst. Mir gelebt mir etwas, mir sind bereit, für all die Herausforderungen anzupacken. Wir gehen da wieder, wenn es nötig ist. Und darunter soll kein zweifeln. Und hau das nachher einen schönen Beweis davon, dass man nicht daran zweifeln. Zukunft, die steht nicht am Voraus geschrieben. Sie geht recht geschrieben. Und wir werden sie mitschreiben. Mit dir. Und an dem Szenario, das wir schreiben wollen, da haben die schaffend Leute die erste Rolle, Kolleginnen und Kollegen. Die menschliche Dimension von der Arbeit, die muss abgewehrt gehen. Der Mensch darf nicht mehr just als Produktionskasten gesehen. Das habe ich wie ein Wurf oder ein Matière Première. Arbeit unerkennen, Arbeit gut bezahlen, das geht immer in den Vordergrund geregelt. Und dafür stehen wir alle, unabhängig von welchem Sektor. Und wir alle zusammen sind der OGBL und der Landesverband. Wir alle zusammen können uns den Herausforderungen stellen. Am Interesse von allen schaffenden Leuten, von den Rentner an ihre Familien. Kolleginnen und Kollegen, wir alle zusammen sind der OGBL und der Landesverband. In dem Sinn, passt ihr euch auf, bleibt gesund. Ich sage nicht vielmals merci für die Geduld. Also nicht, vive den nächsten Weg, vive den Landesverband, vive den OGBL.